Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama heute hier aus Thun. Wir haben die folgenden 2 Themen für euch heute in der Sendung. Die erste Leserin, Maria Steiner, war in Skibergstadt und wird bald ihren Artikel veröffentlichen. Und im Projekt «Ich sehe, was du nicht siehst» gestalten Kinder die Stadt Bern neu. Was sonst noch passiert ist, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Die BLS-Züge fahren ab Donnerstag wieder normal. Die Personalsituation bei den Lokführern vor BLS hat sich stabilisiert. Die Züge fahren somit ab Donnerstag, 3. Februar, wieder nach dem regulären Fahrplan. In Bern gibt es seit 2016 endlich wieder mal ein Stadtfest. Das Berner Stadtfest ist 2-mal verschoben worden. Es soll aber dieses Jahr vom 24. bis 26. Juni durchgeführt werden. Die Veranstalter rechnen mit 210'000 Besuchern. Präsident Markus Reist verabschiedet sich nach 14 Jahren vom SCOI und löst damit eine Kette-Reaktion aus. 3 weitere Vorstandsmitglieder gehen mit ihm. Begründet tut er seinen Rücktritt so, dass ihm die Kraft und die Motivation fehlt. Als Nachfolger hat sich der Rinkenberger Robert Ingold angeboten. Die Papeteristen, Einkaufsgenossenschaft PEC und die Jungfrau-Zeitung führen zusammen eine Schreibwerkstatt. Dort können die Leserinnen und Leser ihren ersten Artikel veröffentlichen. Bei der Themenwahl sind sie völlig frei. Die Maria Steiner hat den Anfang dieser Serie gemacht und über was sie genau schreiben will, hat sie uns im Video erzählt. Die Zuschauer, das Publikum, die kommen einfach her und sehen das fertige Produkt. Sie kennen ja zum Teil auch schon ein bisschen die Art und Weise, wie das Alpentheater arbeitet. Aber ich möchte jetzt gerne in diesem Bericht, dass quasi vom ersten Moment an, wo einfach eine Idee da ist, von der Schalke Benediktus, die sie gerne auf die Bühne bringen möchte. Und dann einfach der Prozess, wenn die Schauspieler kommen und Figuren entwickeln, das Ganze, was eigentlich eben hinter den Kulissen abläuft, möchte ich gerne mal aufzeigen. Man fängt mit nichts an. Das staune ich jedes Mal wieder, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal mitgemacht habe. Wenn es einfach plötzlich anfängt zu stimmen, dass ein roter Faden kommt, es fängt so zufällig an, verschiedene Leute, die sich an einem Ort treffen, improvisieren, orten. Die Regisseurin gibt irgendwelche Hinweise oder Impulse. Und dann plötzlich funktioniert es. Und das beschreiben ist schwierig, aber es ist schön, das mitzuerleben. Und was braucht es da für das? Ja, ich denke, ein Vorstellungsvermögen, oder? Wie es nachher wirkt, ja, wie es nachher aufgeführt wird. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn ich Bücher gelesen habe, als Kind, die nachher zum Teil sind sie ja verfilmt wurden. Kummerbuben, ich war zwar dann schon grösser, aber es nimmt einem den Wunder. Oder? Dann hat es mir gedacht, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Von der Schreibwerkstatt kommen wir zur Stadtplanung. Im Projekt «Ich sehe, was du nicht siehst» beschreiben über 70 Kinder, was sie an 14 Orten in Bern genau verändern würden. Zumindest bei einem könnten ihre Ideen schon bald umgesetzt werden. Die Magdalena Nadolska und Regula Bühler erklären uns im Video, um was es in diesem Projekt genau geht. Jetzt führt das zu der Hey und Sanftheit. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Wir sind mehr als 70 Kinder. Wir sind an verschiedene Plätze gegangen und haben uns Zeug dazu überlegt. Wie würde ich den Platz verändern? Was gefällt mir da, was gefällt mir nicht? Dass ich recht schnell in so eine Fantasterei, Spinnerei, in eine unglaubliche Kreativitätsspirale gekommen sind. Und wir sind eigentlich immer gleich vorgegangen. Wir haben zuerst mal gefragt, was beobachtet ihr hier? Was seht ihr, wenn ihr jetzt den Platz erforscht? Und da ist relativ schnell sind da wirklich kritische Punkte gekommen. Eigentlich haben sie immer mit Kritik angefangen. Kann man fast so sagen, oder? Also es ist zu grau, es ist zu laut, es ist zu viel Verkehr. Und es sind auch wunderschöne Momente, wenn man ein Kind fragt, warum hat man die denn eigentlich nicht gefragt? Du hast so gute Ideen, warum hat man die nicht gefragt, wie der Platz aussieht? Und dann der Moment, wo sie merken, hey, stimmt, das ist eine Sauerei, dass wir nicht gefragt werden. Und das ist noch schön, wenn man ihnen die Plattform geben kann und sie ernst nimmt und auf Augenhöhe begegnet. Das ist toll. Uns ist es extrem wichtig, dass die Hörstationen nicht nur von Kindern gelost werden, sondern auch von Erwachsenen. Weil es ist nicht
ja, es sind nicht nur herzige Kinderstimmen, die für Kinder gemacht worden sind, sondern uns ist sehr wichtig, dass die Erwachsenen auch mal wirklich herhören. Wir haben ja zusammen die Beobachtung gemacht, oft, dass Erwachsene wenig Ausdauer haben im Zuhören von den Kindern. Und das wäre uns wirklich ein grosses Anliegen. Nehmt ein bisschen Zeit, hört mir zu. Sie sagen geschützt. Ja, unsere Kinder sind also besser da raufgekommen als wir. Oh. Ja, aber schon nicht ganz so glatt gewesen. Ja, stimmt. Hoffen wir auf weniger graue Blöcke und mehr grüne Fläche. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch jetzt noch das Wetter. Jetzt wünsche ich euch noch ganz einen schönen Abend und merci vielmals für zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ja, heute gibt es einen grauen Gruß von mir aus Oberried. Die Schweiz liegt nach wie vor zwischen einem kräftigen Hoch über dem Atlantik sowie einer ausgedehnten Tiefdruckzone mit mehreren darin eingelagerten Zentren über Nord-, Ost- und Südosteuropa. Mit einer straffen Nordwest- bis Nordströmung staut sich eben die feuchtkalte Luft hier entlang von den Alpen an. Und heute Abend nähert sich bereits eine nächste Warmfront. Und so wachen wir morgen im Oberland wieder zu einem wolkenverhangenen Himmel auf. Dazu regnet es oder schneit es ab 1100 bis 1300 Meter. Und wir messen am Morgen rund 3 Grad in Thun und auch an den Seen und um die 1 Grad in Gstaad, Adelboden und Grindelwald. Auch der Nachmittag bleibt grau. Am meisten Regen dürfte es zwischen Spiez und Meiringen geben. Die Schneefallgrenze bleibt ungefähr gleich, aber rund 1100 bis 1300 Meter schneit. In den Bergen weht ein starker bis stürmischer Nordwestwind und wir messen am Nachmittag zwischen 3 und 4 Grad hier in den höheren Lagen und bis zu 7 Grad in Thun. Ja, auf den Donnerstag erwarten wir dann einen trockenen Mix aus Hochnebel, Wolken und Sonne. Am Freitag dann Wolken und ein bisschen Sonne. Der Samstag zeigt sich dann nach vielen Wolken im Oberland und auch noch ein bisschen Niederschlag am Morgen. Recht sonnig für Sonntag rechnen wir im Moment mit Nebel und einem Mix aus ausgedehnten hohen Wolken und auch ein bisschen Sonne. Der Montag dann wechselnd bewölkt und auch ein bisschen Regen. Ja, ich wünsche Ihnen trotzdem trüben Wetter einen ganz schönen Abend und auch einen super Tag morgen. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Alles Liebe und bis gleich. Ade miteinander.